ist doch Quatsch. Nicht albern, Quatsch. Das Leben. Ich meine, das ganze Leben ist ein Spiel. Und wir sind nur die Kandidaten. Im Gazastreifen spielt Israel Siedler von Katar. Und die USA darf Krieg spielen in Afghanistan, obwohl sie davor eigentlich beim Schach verloren hat. Naja, eigentlich. Denn sie stand 2001 schon Schachmatt, aber opferte dann 2 Türme. Und mit denen 3000 Bauern. Und so überkam den Rest der Welt das Bedauern und die 64 Felder wurden auf 1 reduziert. Und die dortigen Bauern mit Fliegern und Panzern eliminiert nur den König. Den König ließ man entkommen, weil den wollte man jagen, weil auch mit Pharros kann man sich sehr gut die Zeit totschlagen. Und in Deutschland spielen wir alle 4 Jahre Tic-Tac-Toe in den Wahllokalen. Das ist das Spiel, da muss man Kreuze und Nullen malen, aber man kann es irgendwie nur verlieren. Wenn man zwar Kreuze macht, aber am Ende die Nullen regiert. Und währenddessen fährt die Modelleisenbahn der Gesamte entsorgt. Statt Dampfloks fahren bei uns Castor-Transporte und die Giftfässer werden in Salzstollen unter die Erde gebracht. Und deshalb wird auch in Stuttgart so ein Aufstand gemacht, dass der unterirdische Bahnhof nämlich erst einmal da besteht der allerhöchste Verwechslungsgefahr. Aber ich meine, wir gehen ja nicht nur tiefer. Wir stapeln auch Türme wie bei Jenga in den Himmel hinauf. Bloß statt Holzklötze stapeln wir Schuldenpakete auf und hoffen, dass der Turm nicht bei uns als erstes zusammenbricht. Dann hat man zwar trotzdem den Salat, ist aber moralisch im Recht genauso im Recht wie beim Flüchtlinge stapeln auf Lampedusa. Genauso im Recht wie beim Schiffe versenken vor Somalia. Recht muss ja herrschen. Wir spielen Scotland Yard und jagen Verbrecher, Raubkopierer, Falschparker und Kiffer, aber nicht die Leute, die mit ihrem Vermögen in die Schweiz wegrennen. Oder Banker, die fremdes Geld an Börsen verbrennen. Wir spielen Vater, Mutter, Kind. Jeder allein. Die Eltern getrennt und die Kinder im Heim und die sammeln, wie bei Kniffel. In der Schule 5. und 6. in voller Ekstase. Und am Ende, dann wird Chance gestrichen und man lebt auf der großen Straße. Wir leben alles mit Worten voll. Aber wir haben keine Zeit mehr, drum liegen wir Runden, Lol. Und wer ist an den ganzen der Übeltäter? Jeder schiebt zum anderen den schwarzen Peter, vielleicht haben es die im Landtag verbockt. Da wird seit Jahren nur, Mensch, ärgere dich nicht gezockt, nur dass es inzwischen 5 Mitspieler sind. Schwarz-Gelb, Rot und Grün schlagen sich. Und Braun gewinnt, weil sie bald in jedem Haus einen haben, weil es verboten ist, die Braunen rauszuschlagen. Und was machen wir? Wir liegen dumm rum. Wir bewegen uns nicht und bleiben stumm, weil eben derjenige, der sich als erstes rührt, dementsprechend bei Mikado verliert. Wir schauen zu, wie in China selbst Flüsterpost verboten ist. Wie die Gendarmerie mit den Räubern im Bunde ist, wir wollen Tabu spielen. Aber seit Charlotte Roach gibt es keine Tabus mehr. Wir wollen Sex nimmt spielen, aber das Spiel ist schon lange nicht mehr fair, weil die Hornochsen längst in der Überzahl sind. Und für blinde Kuh sind wir lang schon zu blind. Wir sind doch keine Spaßgesellschaft mehr. Weil wer soll uns heute noch Spaß bieten? Wir sind eher eine Losbudengesellschaft. Keine Hauptgewinne und nur nie. Wir werfen uns bei Fang den Hut statt Hüten Schimpfworte an den Kopf. Mit Augenbinde und Kochlöffel schlagen wir im Minenfeld suchend nach dem Topf. Wir haben uns verpokert, weil es ist doch scheißegal, ob schwarz oder rot gewinnt. Am Ende des Roulettes ist man absolut blank, weil dieses scheiß Kugel fällt immer wieder auf Null. Und der Einzige, der gewinnt, ist die Bank. Und das ganze Leben ist ein Spiel. Und wir sind nur die Kandidaten. Und dann greifen wir halt ein letztes Mal zum Stapel mit den Ereigniskarten. Aber wir kennen den Text bereits. Weil wir können nicht gewinnen. Du hast Musikraub probiert. Geh in das Gefängnis. Geh nicht über los. Geh direkt dorthin. Vielen Dank.